Het is een nazomerse vrijdag. En we gaan hier een interview hebben hier vandaag met een palu van het NEG. NEG is een nergische Europese gemeenschap. Want die hebben ene keer op zoveel tijd in Nederland een congres. Maar ze zitten elk jaar ergens anders. Dus een hele hoop lijn. Die horen bij die NEG. En we gaan vandaag spreken met de presidentin van de NEG. En met de voorzitter van de BCL. Presidentin, dat is Petra. Zeg ik het goed? Petra Müller. Ja, die heet allemaal Müller in Duitsland, zeggen ze hoor. Petra Müller en Hans Terlokke van de BCL. 160 leden in Nederland bij de BCL. Maar niet alleen de BCL is actief bij de NEG, maar ook de SLV. Dat is de andere tak van de Limburgse bond, zal ik maar bijna zeggen, voor de stadsvereniging wie zitten. Zeg ik goed, hè Hans? Petra, eenmaal per jaar is een congres ergens in Europa. En daar komt hier samen. En dan guckt ihr, dass der Fastnacht in Europa auch so gefeiert wird, wie wir das eigentlich kennen. Ist das so? Kann ich mich das so ungefähr verstehen? Ja. Unser Hauptanliegen ist tatsächlich, dass wir Fastnacht, Fasching, Karneval so erhalten, wie es ursprünglich war und weitergegeben wurde. Dass es nicht zur täglichen Party wird, die wir irgendwo in irgendeiner Diskothek erleben können. Wanneer ist die Urgrund von unsere Karneval? Wir feiern hier im Süden von Holland feiern wir das rheinische Karneval überwiegend. Genau. Und es ist auch wichtig, dass ihr hier rheinischen Karneval feiert und nicht süddeutsche Hästräger habt. Weil ihr seid hier regional rheinisch angesiedelt. Und es soll jeder die Fastnacht, den Fasching, den Karneval feiern, der dort regional vor Ort zu Hause ist. Das verstehe ich, aber wir haben Mitglieder bei der NEG aus Belgien und die feiern nach Halbfasten. Naja, die haben einfach andere Traditionen, andere Bräuche und die leben ihre Tradition. Und Fastnacht, Fasching, Karneval hat ja auch ganz viel mit Kirche zu tun. Und wenn die einfach nach anderen Traditionen leben, dann feiern sie auch anders. Wir haben gerade heute lang diskutiert, gerade heute zum Thema Sommerkarneval und haben feststellen müssen, dass wir selber Verbände haben, die sehr, sehr lang Fastnacht feiern, aber noch lange nicht unter das Thema Sommerkarneval fallen. Nee, ich glaube auch, dass wir das nicht haben müssen. Wir fangen an 11. von der 11. bis Advent und dann ist ein paar Wochen Schluss und dann die erste Woche von Januari, dann gehen wir wieder. En dan feiern die meisten bis Aschermittwoch. Ja. Und dann gehen wir noch mit unserer Karre. Wenn das ja, mit die Leute, ja, mit Halbfasten. Ja. Und du bist mit 3 Leuten im Präsidium, habe ich begriffen. Stimmt das, du bist Präsidentin? Genau, ich bin Präsident. Ich kann du sagen, nicht? Ja, okay. Ich bin die Petra. Ja, Petra. Ja, ich bin die Präsidentin und das macht mich schon sehr stolz. Das ist schon ein ganz besonderes Ehrenamt. Und ich habe 2 Stellvertreter. Einen vom SLV, einen von den Freunden aus der Schweiz. Ich habe jetzt noch berufen, ganz neu, ab nächstes Jahr dann gewählt, einen Schatzmeister, der sich nur um Steuer und Finanzen kümmert. Und ich habe einen Protokoller, der... So schöne Worte sind das, Protokoller. Das ist der Mann, der sich um die ganze Papierkram kümmert. Und wir haben ganz neu seit 3 Jahren einen Verbandsjugendleiter, der sich nur um die Nachwuchsarbeit in Europa kümmert im Präsidium. Das finde ich gut, dass du da dran bist, dass wir die Jugend irgendwie wieder von ab klein, ja, und das ist schon eine gute Sache. Und vor allem müssen wir die Jugend da abholen, wo wir sie kriegen. Wir müssen sie mit ihren eigenen Medien, mit ihren eigenen Interessen begeistern und nicht erwarten, dass wir Dinge, die vor 40 Jahren toll waren, heute auch noch bei jungen Menschen Begeisterung hervorruft. Das ist nicht mehr so. Wir müssen uns auf aktuelle Gegebenheiten einstellen. Ja, Fastnacht hat immer Änderungen durchgemacht, hè? Dus dat müssen wir auch. Ja. Hans, du bist een beetje gast hier vandaag. Samen met de SLV, een paar jaar geleden, dus misschien een jaar of 6, waren het in Heerlen. Zo is het. En we hadden ervoor gekozen om het in een ander district te doen. En in overleg met de SLV hadden we besloten om het nu in Remeun te doen. En het is echt een geweldige locatie. Een historische locatie ook. Is er gebleken vanmorgen uit de uitleg die de burgemeester had gegeven. Op de Merit? Op de Merit, ja, geweldig. Want ze zijn begonnen met 11 kanonschuit.
Ja, dat is traditioneel weer een munt. Traditioneel, dat is traditioneel, ja. Wat is de voordeel als je spreekt met Europese carnavalisten? Nou, Duits? Duits, Hoogduits. Hoogduits. Wat hoor ik, Petra? Hoogduits? Nee, maar Duits ist, ja, Petra zum Beispiel versteht Limburgs Platt. Ja, dat kan wel. Dat is een Keuls meisje, hè? Ja, dat moet, dan moet ze Keuls, moet ze ook de Limburgs Platt spreken, hè? En wie ziet die Zukunft aus? Want wir haben, wie viele Länder sind Mitglied von der NEG? Also aktuell sind wir in 7 Ländern, aber mit teilweise Doppelbesetzung, so wie in den Niederlanden und in Belgien. Aber wir sind im Moment in ganz vielen Gesprächen. Also es ist interessant, Mitglied der NEG zu werden. Also wir sind in Gesprächen mit Slowenien, mit Kroatien, mit Italien, mit Tschechien, mit Luxemburg. Wir sind überall in Gesprächen und die NEG wächst und ist auch sehr offen. Und ich glaube, da stimmst du mir zu. Es ist heute wichtiger denn je, dass wir Freundschaften über Grenzen hinweg fördern. Und wenn nicht mit Karneval, mit was denn dann? Du bist Präsidentin von NEG. Ja. Und es kommt immer mehr vor, dass die Frauen auch einen Platz möchten. Im Präsidium. Nee, Präsidium bist du schon drin. Nee, da haben wir bei uns auch ein Präsidium. Aber nee, im Karneval an die Spitze, ich meine als Prinzessin Karneval. Wie ist da die Meinung von der NEG? Want da kommst du an die Brauche, da kommst du an die Kultur. Richtig, aber das ist für mich ein anderes Thema, aus einem ganz einfachen Grund. Du wirst es nicht verhindern können. Wir haben ganz aktuell in Deutschland ein Urteil, ein rechtskräftiges Urteil, in dem Vereine bestraft werden über das Steuerrecht, wenn sie Frauen in reine Männerorganisationen und dergleichen nicht zulassen. Bräuche müssen auch mit der Zeit gehen. Ich wünsche dir noch viel Freude hier in Roermond. Ihr seid fast fertig. Hè? Morgen ist noch eine... Morgen haben wir noch einen ganzen Tag. Morgen ist auch noch ein ganz spannender Tag. Wir haben morgen Professor Metzger da, der Fachmann zur Geschichte vom Karneval in Europa. Er wird uns morgen einen Vortrag halten. Und dieser Vortrag wird uns wieder ein Stück weit begleiten in unserer Arbeit für die nächsten Jahre. Und dann werden wir morgen natürlich noch so ein paar Themen besprechen, wie Orden kaufen und Veranstaltungen für die Zukunft. Und ich kann dir nur eins sagen, ich bin total glücklich, hier sein zu dürfen. Und es ist so schön, weil die Freunde von SLV und BCL so ein tolles Wochenende organisiert haben. Es kann, glaube ich, nur jemand nachempfinden, der dabei ist. So viele schöne Dinge. Es ist einfach wunderschön. Da macht Arbeit richtig Spaß. Und was findest du von Roermond? Roermond ist toll. Ich kenne ja Roermond. Ich gebe ja zu, ich bin ja Fan der Niederlande. Ich mache ja regelmäßig Urlaub bei euch. Du kennst Roermond schon, das war für dich nicht neu. Und bist du schon am Wasser gewesen? Nein, da waren wir morgen, oder? Morgen genau. gibt es eine Schifffahrt. Ja, das wird wunderbar. Das wird wunderbar. Petra, ich danke dir für deinen Einsatz für den Karneval in Europa, auch in Roermond und für die BCL und die SLW. Ja. Und Hans, dich veel sterkte. Verwerken daar hier allemaal. Hè? Hartstikke bedankt. Ja, die beste lui, die zijn nog een paar dagen hier. Die hebben nog wat te regelen. We kregen aspirantleden, wie ik gehoord heb, uit de Balkan. Er werd natuurlijk ook van alles bedacht, maar er werden ook goede beslissingen genomen. En dat er een vrouw in het presidium zit, en ook nog als de nummer 1. En zegt, ja, we kunnen niet tegenhouden dat er ook straks prinsessen komen. Duidt goed. Dat wil niet zeggen dat in mijn vereniging vanavond volgend jaar een prinses uitgeroepen werd. Maar ik probeer toch nog heel even, als het gaat, de ei-traditie vast te houden. En daarvoor hebben we bij ons de Wienkoningin. En als we dit uitzenden, dan kan het zomaar zijn dat Olaf en Tom en de hele crew van TV11 ergens aan een strand liggen. Want dat hoort er ook bij. 1 keer per jaar of 2 keer per jaar. Geen TV11 gewoon een lekkere tour maken. Maar denk erom, als je wilt kijken bij TV11, dan zie je het zelf. Dus stem altijd af op kanaal 46.